Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 22 in der My-Team-Karriere mit KSL Motorsport. Und auch herzlich willkommen wahrscheinlich zum kürzesten Video hier in dieser Season. Wir gehen nach Monaco. Ich erwarte nicht wahrscheinlich einen kompletten DNF. Mehr denke ich wird wahrscheinlich nicht drin, weil Monaco ist einfach... Nein, Monaco ist einfach... ich rede gar nicht groß weiter. Wir gehen gerade ins Qualifying rein. Let's go. So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying eher in Monaco. Und ja, ich bin das Training gefahren. Wie man sieht, der Helm immer noch nicht angepasst. Perfekt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe Sensorfehler, das können wir aber springen. Nein, ich habe 2 Trainingssessions einfach Quick Training-Dings gemacht, um Ressourcenpunkte einfach zu holen, weil ich brauche einfach unbedingt Ressourcenpunkte. Also ich muss ehrlich sagen, mir ist egal, was ich hier hole, weil es ist Monaco. Und wir gehen jetzt mal raus, fahren mal eine schnelle Runde und schauen mal, wo wir landen. Ja, let's go. Okay, P8. Wow, vor dem Elben sogar noch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe schon Frontflügel weg. Ich tue einfach das Qualifying überspringen. Es hat keinen Wert. Es hat keinen Wert. Ich crashe eh. It's time to take a look at our starting grid for today's race. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position. And Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Sergio Perez and Ricciardo, Fernando Alonso, Bottas, Ocon and Pierre Gasly, Tsunoda, Mick Schumacher, Guan Yu Zhou and Hamilton. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Magnussen, Verstappen, Alex Albon and Sebastian Vettel, Stroll, Latifi, Fittipaldi and the captain. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. And alongside me once again... Wieso nimmt man eine Grid-Strafe in Kauf in Monaco? Also, weil bei Hamilton und beim Verstappen genau überlegt wurde, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber also ich denke nicht, dass es irgendwie ein Penalty ist wegen, weiß ich was, also, sondern weil sie irgendwie Teile gewechselt haben. Ich gehe mal davon aus, aber ja. Wir legen los, wir gehen ins Rennen. Wir fahren jetzt schon in Formation Lab und sehen uns gerade wieder, wenn wir in die Box hier reinfahren. Let's go! So, ich bin in Fittipaldi reingefahren, also mit meinem Teammate. Darum sind wir jetzt schon hier in der Startaufstellung. Boah, kein Grip. Oh, ich habe keinen Grip. Wow! Wow! Alter! Was für ein Ausweichmanöver! Stau! Okay, wir können ein paar überholen. Okay, the start was fine. Let's try and move forward. Scheiße. Wir gehen noch nicht wechseln. Einfach kein Grip, pur schlimm. Das Auto wird gar nicht laufen. Oh Gott, wie ich die Wand hätte die ganze Zeit.
Oh! Nein! Oh, ich habe mit dem Heck geschlagen. Oh nein. Nein, ich habe nichts dafür. Alter, der Sepp haltet mich noch voll auf. Sorry. Oh Mann, ey. Das wollte ich nicht wollen. Weil es einfach kein Safety Car gegeben hat. Und jetzt habe ich einen kaputten Heckflügel. Oh, das ist Troll. Habe ich gar nicht gesehen. Oh nein! Ah! Oder wir sind alle voneinander. Okay, das ist alles andere als gut gelaufen. Ja gut, ich kann retiren, sind wir ehrlich, das bringt eh nichts mehr. Ich könnte nur noch schauen, ob ich jemanden aus dem Rennen nehmen, aber das bringt es ehrlich gesagt auch nicht. Darum, ich tue retire. Das hat keinen Wert. Fahren wir hier in den Exit raus. Oh Mann, ey. So schnell kann es vorbei sein, das Rennen. Jetzt fährt er hier rückwärts, super. Jetzt habe ich ihn extra nicht reingestellt. Und wo halte ich jetzt an? Sich in der Kurve hin, oder was? Oh Mann. Ja, das war nix. Ja, es ist an Monaco, sind wir ehrlich. Oh, Norris hat gewonnen. In virtuell gewinnt er mal etwas. Vor dem Russell, dann der Sainz, Leclerc. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, der Norris kann etwas. Ja, jetzt haben wir da natürlich in der Rivalität recht auf die Kappe bekommen. Aber ist ja nicht so schlimm. Fahrer kenne ich droppt natürlich halt. Auch im Enzo sind ich droppt. Wir haben gleich aber noch zusätzlich Geld bekommen. Hä, wieso denn das? Ist auch egal. Geld nehmen wir immer an. Wir brauchen Geld in diesem Game. So, also, we are back. Ich tue extra nichts upgraden, weil ich möchte eigentlich ehrlich gesagt da, wo jetzt kommt, dass es auch durchgeht. Race Sim. Und dann nachher machen wir das noch. Also. Gut, wir haben relativ viele Ressourcenpunkte. Jetzt müssen wir hier zuerst mal schauen, ob das Monocoque durchkommt. Logisch kommt es nicht durch, Mann! Es ist immer das Gleiche. Ich kann so ins Loch anfangen, ich sag's euch. Das kann es nicht sein. Immer der Scheiß geht durch. Immer das Wichtigste. Immer das scheiß Chassis. Klappt einfach nie. Und wann kriege ich es jetzt über? Nach Aserbaidschan. Wow. Grande Game, grande. Grande, grande, grande. Ah, es ist doch so zum Kotzen. Echt. So zum Kotzen. So Zeug macht mich so hässig. Ah, da kann ich immer noch nicht. Dann machen wir halt Aero-Update nochmal. Mein Gott. Mein Gott, muss das sein? So. Zu wenig Points. Oh, aber ich habe ja noch was anderes. Das hier, hä? Oder die Nase. Ah, wir machen das. Wir müssen dicke Updates bringen. Wir müssen einfach grosse Updates reinhauen. So, die sollten durchkommen. Perfekt. Also, das hat mal geklappt. Schön. Also, wir haben das Event. So, great idea, higher price, close, lower cost, ignore. Team Balance. Also, hä, aber was bringt mir jetzt das, wenn ich... Nein, wir wollen unseren Merch günstig verkaufen, wir sind nicht so Halsabschneider wie andere Team-Merch. Ja, aus dem Merch-Zeug raushauen. So, wir können vielleicht jetzt mittlerweile etwas noch upgraden wieder an unserer Hütte hier, an unserer Bude. Und ich würde mal sagen, wir machen Building Time for Engine oder Quality Control. Ah, wir machen mal Building Time. So, da la. Gut, also, das nächste Rennen ist in Aserbaidschan. Auch nicht das Rennen, das mehr so liegt, aber immerhin besser als Monaco, weil Monaco ist einfach der Horror. Und nachher kommen dann langsam so die Rennen, wo ich dann schon lieber fahre. Also wir können mal kurz hier in den Rennkalender reingüchseln. Wir haben jetzt Aserbaidschan, dann kommt Kanada. Und dann kommt, also sozusagen auch wirklich Kanada, Großbritannien, Österreich, Frankreich. Das sind dann 4 Rennen, wo ich wirklich gerne fahre und die Strecke gut kann, sage ich jetzt einmal. Ungarn ist so wieder, na ja, Belgien wieder, Holland, na ja, Italien,
Singapur ist auch okay mittlerweile. Japan fahre ich eigentlich auch noch relativ gerne mit der neuen Fahrzeuggeneration. USA fahre ich auch gerne. Mexiko, naja. Brasilien wieder sehr gerne. Und Abu Dhabis neue Layout fahre ich auch sehr gerne. Also wir sind eigentlich wirklich gut dabei. Also wir sind eigentlich Vierter geworden. Das hat uns schon mal 12 Punkte gegeben. So wie ich es richtig gesehen habe. Ja, okay, wir haben 12 Punkte. Halt hart. In Bahrain sind wir Vierter geworden, weiß ich gar nicht mehr. Krass, okay. Dann haben wir DNF 12, DNF 13, 12, DNF. Also wir sind immer ein bisschen so 12, 13 rum. Also wir sind eigentlich nicht so extrem schlecht unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es kann natürlich besser sein. Es kann natürlich definitiv besser sein. Und wir schauen mal, wo wir zum nächsten Rennen landen, dann in Baku. Vielleicht haben wir dort mehr Glück. Ich hoffe einfach, ich küsse die Wand nicht so oft wie jetzt in Monaco. Und ja. Dann würde ich mal sagen, was das war mit dieser heutigen Episode von F1 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, wie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, dann müssen wir wieder in der nächsten Episode in Baku. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!